dem 29. Sonntag am Joreskreis begräßen sie ich aus der Kirche von Helzen, wie überdroh von heute Sonntagsmass. Et singt de Männerchor Cecilia von Helzen-Hofeld-Weiler, Dirigent aus dem Toni Schaak, Organist de Clotus. Wo singer Urge Landré, Königin von Saba vom Händel, Sangemer Je vous salue Marie vom Rimo. Waldener Messe Louis Dieu vom L'Echo, Vierge Sainte, Laudate Dominum 518, Laudate Dominum Nr. 270, an als Schlusslied Helzinger Wallfahrtslied. Durgel spielt als Sorti Rondeau vom Mouret. Bei mir Altor assistierten Diakon Michael Müller.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Leif Leid heit zu Helzen an der Kirche, leif alle Ruhe, die da iwwer Medien mat dais verbunden sieht. No diesem Bonjour um Maria an ihrem Rosekranz Mond, los ma haut dem Herrgott sei Wut an eis opholen, an zeie sie vun dem Wut. Dazu brauche ma aber auch Kraft. Die get eis geschenkt am Brot vom Liewen, wat ma sollen delen. Wir wollen aber für dich angestohlen, dass wir schwach und sündig Mönche sind. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gottes überlasse und Gottes getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Rephidim den Kampf mit Israel. Da sagte Mose zu Josua: Wähle uns Männer aus,
und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen auf den Gipfel des Hügels stellen und den Gottesstab mitnehmen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben ihn unter Mose und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, so dass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Heer. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte Jesus den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen, dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebschwestern und Brüder, sie erinnert an den Zauber, Geschichte vom Kampf von den Israeliten gegen die Amalekiter, die wir an der alttestamentlichen Lesung hören haben. Sie hat etwas Magisches aus sich. Sobald Moses den Gottesstab erhoben hat, als die israelitische Armee an der Übermacht. Sobald sie in Arm hängen lässt, drehen die Amalekiter zu wannen. Das könnte an einem Harry Potter Film vorkommen, das Szene,
wann et ganz zum Schluss den definitive Sieg vom Guten iwwer dat Beist geht. Oder se können am Filmepos Der Herr der Ringe spielen. Geschichten vun Zauberer, vu magische Gegenstände, sie faszinierend. Sie machen deutlich, wie eng Sach ausgeht, als manchmal net planbar, leidt net an eiser Hand. Manchmal hängt et vun eppes auf, dat mir net steuern an net begreifen können. Da das an der Bewandtnis von Moses an den Israeliten net ernstcht. Mit dem berühmten Stab hatte Moses den Halle Wadistadt den Israeliten schon Wasser aus dem Fels geklappt. Lo erhieften sei Stab für dat gebeutelt Volk 400 Amalekiter, de Feinden, zu retten. Der Stab als aber nicht irgendein Fetisch, mehr steht für Jahwe. Der Gottesstab geht zu einer Zucht Medium oder Symbol, mit dem dem Volk Israel weist, läng Gott als für den Sieg oder Niederlage responsabel. Läng Gott bringt Heil a Rettung. Hier dezidiert, wie die Sache ausgeht. Lief mat Christen, dass es nicht dem, was wir machen und bewegen, nach rode Furdem an eiser Existenz gött, den sich eis entzieht, auf wat man als göttlich Fügung bezeichnen, dat will domat ausgesot sinn. Eis Liebesgeschicht, individuell a kollektiv, as lechtlich e Mix von Eisem a Sengem intervenieren, hier mat Eis, mir mat him, Eise wease gemeinsamen, maginnen ze summen. Guck mal lo op de Moses. Läng packt ihn et nüt, fir sing Äm heich zu halen. Se ginn ihm schwer. Je gött mit, während der Kampf weitergeht. Do lose sing Matstreiter Aaron an Hur sich eppes afhalen, wie dat hien sing Aufgabe erfülle kann. Sie helfen ihm fir deicht, an dem se in o Befehlsblock setzen. An duno steipen se sing Äm, den links, den einer rechts. Mir auch heiget deitlich, de Moses als just ein Instrument. Dass die Israeliten den Kampf gewannen, geht nicht ob Sing stärkt zurück. Gott handelt durch Hirn, bringt dem Volk Rettung. Hirn erweist sich als ein aktiver Gott, der sein Volk begleitet, wo seiner Seite steht, an den einzigen Garant für seine Rettung ass. Dir kennt all die berühmte Moses von Michelangelo zu Rom an der Kirche San Pietro in Vincoli, Hauptfigur vom Grafdenkmal vom Papst Julius II. So richtig Mannsbild, markant, charismatisch, dezidiert, strotzt von Potenz, aber übermenschlicher Kraft, all Muskelas ugespannt, geschwollen, a prallvoller Blut, wie Koloss. An eiser Lesung erlief ma aber ein Gegenbild zu der Gestalt von Moses. Der Moses weist hei schwächt, jo Seligkeit. Du hast nicht von Yes we can oder das schaffen wir. Hier packt es läng nüt, hier muss gesteipt gehen, hier braucht Unterstützung. Grad do, wo drop ukend, as hier innerlehen an überfordert, möchte schlapp. Moses, der schwache Mann für Gott. Me, wat de stark mischt als Gebiet. De Moses biet, an dodurch, an dem se Gott bestimmt, an den ob sein Gebiet angeht, könnt Rettung. D'Wirkung vom Gebiet, die as nie zu unterschätzen. Lief Leid, Bierden, dofo gëtt vielerlei Manieren, gëtt dat kurz, Stoßgebiet, Gebieter für engem Auffang, Lof an Dankgebieter zum Aufschluss, den Engel des Herrn, der Rosekranz, der Brevier, liturgisch Gebiet. Bierden heescht Beziehung zum liewischen Herrgott innerhalen, gestalten, liewig halen und Vertrauen an ihn ausdrücken. Me war das, wann ein Gebieter nicht erhört ging. Da kommen Zweifel ob ich überhaupt gehört a verstane gin. Bei der Witfrau am Evangelium, die sich net gött, als eppes klar.
Sie könnt zu hören, weil sie nicht labber lässt, weil sie beharrlich und obdränglich ist. Do gëtt die gottlose Richter no, geht op Piet Gesoers an, fir jo nëmme keng Schwierigkeiten no bause Gemat ze kreien an, fir sie last ze gehen. Mat dem Gleichnis suggerierte Jesus, lost net no ambierden. Gott werd schon ob ich lauschteren. Wann der biert, da gibt Gott Raum fir ze handeln. Allerdings wird dir Hände an de Schoß. Wann da etwas biert, geht so, dass dir nicht alles machen könnt, mit das nach einer Orientierungen a Kräften ans Spiel kommen. Den Herrgott können wir 24 Stunden op 24 steieren. Hier weit ob eist wurt, egal ob et e Merci oder e Kloen ass. Wenn wir also hier richten, gehen wir frei davon, alles selber machen zu müssen, aber wir gehen hin Möglichkeit zu wirken. Gespräch mit dem Herrgott greift nur seiner Hand, die die Welt verändern kann. Am Gebiet greift Gott aber auch nur eiser Hand, für die Welt zu verändern. Gebiet verändert, aber bewegt sowohl etwas an der Welt wie auch an mir. Wer für Friede biert, muss sich auch im Friede bemühen. Wer biert, für geheilt zu gehen, muss sich auch selber im Heilung bemühen. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Die Witfrau weist, geduldig, aber beharrlich ein Ziel verfolgen, lohnt sich ein Dach. Ze sehr abgehen, als nie gut. Kanner wissen dat, sehen so lange an ihren Eltern, bis die hinnen ihre Wunsch erfüllen, aber wann es nimmen ass, für dat ze da rau gehen. Manchmal muss mir auch hartnäckig für dat gut kämpfen. Das Evangelium invitiert uns, nie abzugehen, an immer nicht neu anzufangen und darauf zu vertrauen, dass aber noch etwas geht, auch wahrscheinlich nicht mehr geht. Bei allem, was uns um Weh beginnt und Angst vor der Zukunft, und Frohen an Zweifeln, was der Weh von der Kirche angeht, von der Gesellschaft, von der Menschheit, vom eigenen Leben, von unserer Familie, bei all dem rief die Lesung uns dazu ab, den Kontakt an die Ausrichtung auf Gott nicht zu verlieren, an den nicht an den Schoß zu legen. An der Süddeutscher Zeitung stand 1999 ein Artikel mit der Überschrift „Dieser Anruf ist gebührenfrei". Annen hat ausgeführt, am Ende des Jahrhunderts kennt die Kommunikation keine Grenzen mehr. Nur eine Verbindung wird immer seltener aufgebaut, das Gespräch mit Gott. Wie halen wir also Mambierden? Gefahr ist ja, dass wir am normalen Trubel Gott vergessen. Wie Dank spielt hier in unsere Gedanken keine Rolle. Aber von Zeit zu Zeit bestimmen wir meistens, wenn wir gerne etwas von ihm hätten, an Prüfungen, an Notsituationen. Da fordern wir und hätte gerne als Gebirde erfüllt. Wie viel hast schon die Relation mit Gott abgehen, weil das so einfach nicht geht? Liebe Brüder und Schwestern, Gott möchte nicht immer, was ich gerne von ihm hätte. Aber da können wir sicher sein, ob all ehrlich Gebet geht hier an, und das wird letztlich immer zu unserem Gute sein. Dafür dürfen wir hartnäckig zu Gott beten. Gebet darf dann so bunt und vielfältig sein wie mir, kurz und knapp oder lang und ausschweifend, poetisch oder technisch, aus tiefstem Inneren oder voller Emotionen, ungeprägt oder wohl evaluiert, zochteiert oder unreflektiert. Et könnt beim Herrgott als Telefonsleitung nie beleucht und nie unterbrach. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, Mächtiger, der Schöpfer des Himmels und der Erde.
Voll Vertrauen bring mal lo als Gebirder an Ulayes vierrunden Herrgott. Mer biete fir d'Kirch war Jesus Christus, die nicht nëmmen zu Lützeburg Weg an eng Neuzeit ass. Schenk ihr Vertrauen, lebt an Überzeugung für dat Verkündigung von Dingen Wert zu enger wirklich guter Nachricht für all Mensch gött, den nur enger guter Nachricht seicht. Christus höher eis. Mer biete für all Richteren a Richterinnen, los sie sich gewissenhaft a mat Courage für Recht a Gerechtigkeit ersetzen. Christus höher eis. Los es nicht über andere Menschen urteilen oder vier Urteiler schärfe gegen den als fremd ist, den eng aner Kultur hat, an anders das denkt wie mehr. Christus höher eis. Mer biete für all die Menschen, die ihre Glauf an eiser materiell ausgerichteter Welt erfrohstellen. Los sie durch persönlich, menschlich Begegnungen spüren, dass du auch an der Welt von Hock präsent bist. Christus höher eis. Mer biete für die Menschen, die kein daheim haben, kein, den sich sie bemüht. Schenk du ihnen am Herz die Funke Vergutheit und Zuwendung, den kleine Menschen wie dich möcht. Christus höher eis. Mer biete für als Leib versterben und für die Menschen, die sie trauern. Schenk ihnen dein ewig Licht an dein Trost. Christus höher eis. Darum beten wir dich, durch Christus, als Bruder an eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu seinem Lob und zu der ganzen Welt. Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen. Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, damit wir rein werden und dir gefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.
Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Und Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und zusammen mit dieser Choral will wir sangen abbieten. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele.
Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns zur ewigen Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin und bringet Frieden.